nicht besonders zu erwähnen, dass die Moral bei solchen Festen ganz bedenklich sinkt, weil durch zunehmenden Alkoholgenuss... Ja, aber da trinken können Sie den Menschen noch nicht verbieten, Herr Pastor. Und solange die Leute sich anständig benehmen, du... Anständig benehmen, das ist es. Was verstehen Sie als Vertreter des Staates zum Beispiel unter anständig benehmen? Das meint Herr Pastor. Naja, wenn so ein junger Kerl mit sich mal anständig an den Busch geht, ja, da kann ich doch nicht gegen tun. Also ich muss doch bitten. Ja, da hätte liebe Gott nur so in Richtung, kann ich doch nichts an ändern. Ich versuche jedenfalls, meinen gesamten Einfluss geltend zu machen. Aber besonders das junge Volk entzieht sich ihm, feiert lieber jeden Sonnabend bis in den frühen Morgen und denkt gar nicht daran, die Kirche zu besuchen. Ja, Sie müssen einen Musikbox aufstellen. Also Ihre Scherze sind höchst unpassend, Herr Wilke. Ich weiß, Herr Pastor, ich weiß. Aber der Welt will immer ganz anders regiert werden als früher. Ja, und das geil, doch verlutzt sich auch. Man muss bloß so den richtigen Drei finden. Wir sind's doch, was? Nein, ja. Sie sind doch zum Beispiel dafür verantwortlich, auf die Einhaltung der Polizeistunde zu achten. Ah, da wird's ja auch gut. Naja, Herr Pastor, ob nur so gewisse Dinge nachts Glock 1 oder morgens Glock 5 passieren, das war wohl geholt. Irrtum! Wenn nur bis 1 Uhr Alkohol ausgeschenkt würde, Ja, denn... dann nimmt man sich einen Buddel mit. Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Jedenfalls ist es nach meinem Dafürhalten Ihre Pflicht, auf die Einhaltung der Polizeistunde zu achten. Gegebenenfalls mit strengen Mitteln vorzugehen. Ah, das können aber auch ihr schon sein, Herr Pastor. Inwiefern? Ja, erstens sind die Menschen noch mal nicht so verschranken. Und zweitens, mögt sie in Lütten, Schnaps? Ich sage nicht nein. Wieso könnte die Einhaltung der Polizeistunde mein Schaden sein? Ja, glaubst du denn, die Lüge geht in die Kirche, wenn er hält? Uns, Herr Pastor, die gönnen uns kein Vergnügen. Oh. Aber natürlich gönne ich den Menschen Vergnügen. Aber doch alles in Maßen. Zum Wohl. Jedenfalls werden Sie verstehen, dass ich mich als Vertreter der Kirche in erster Linie für meine Belange einsetze. Und wenn es darum geht, ob hier in Fredensee ein Sportplatz oder ein Gemeindesaal gebaut wird, da kann man es mir doch nicht verübeln, wenn ich mich für den Gemeindesaal einsetze. Ja, dann sind wir doch für die Thema. Ach, lassen wir das. Moin. Was hast du mit Caroline, Mo? Nächtliche Kornpartie, hast du das geschnackt, Herr Chef? Wie mit Theo Schnack. Hier kein Wort von den Liegseck. Will Schachspielen. Das begriff ich nicht. Wo hast du sie denn hinlegt? Mit dem Schwuppdiwupp, just wie immer das Fenster. Na, also auch finden müssen. Du hast das Schiff. Du hast Caroline nicht wie noch auf Drö gesetzt und er ist wieder abgetrieben. Hör wohl, bin ich denn Idiot? Ich hab doch extra noch einen dicken Stein für Caroline gelegt. Schon aber rot. Ja, mit dem Hals auch finden müssen. Ich will doch was schwimmen. Na, nu finde ich heute Morgen just wohl auf dem anderen Stein, wo der Jung, ne? Ich hab jedenfalls meine Pflicht tun und mit den Drehbuddel zu, aber ehrlich verdient. Also, her damit. Und überhaupt für Drehbuddels fehlt so wenig für so einen unappetitlichen Klon. Als ich ins Hus wäre, konnte ich überhaupt nicht entschlucken. Ich hab immer gedacht, Caroline legt neben mir im Bett. Fräulein Kleinschmidt, ich hef sie was zu sagen und das ist heel wichtig. Bitte sehr. Ich heul das für meine Pflicht, weil ich den mainbünderten Polizeibeamten immer oprichtig sehen schall. Die machen's aber feierlich. Was ist denn? Ich hef gestern ihr Telefonnot mit dem Herrn Polizeirat mit angehört. Ach, Ich hef doch so selbstverständlich mit keinen übersnackt und ich bin sicher, Herr Wilke hätt keine Ahnung von sie eher nicht schon. Sie mögen ihn nicht besonders, was? Ich will nix sagen, was er mit uns denn schaden kann. Schaden? Sagen Sie, hat er hier in Fredensee eigentlich Feinde? Die Lü möchte im Allgemeinen. Und nicht im Allgemeinen? Wer könnte zum Beispiel ein Interesse daran haben, ihn bei der Polizeibehörde anzuschwärzen? Hätt er denn doch? Ach, wir haben vor kurzem einen anonymen Brief bekommen, in dem von Dingen die Rede ist, die Herrn Wilke um seine Stellung bringen könnten, wenn sie den Tatsachen entsprechen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kein da denn so was? Naja, die Polizeibehörde will der Sache nun mal auf jeden Fall nachgehen. Kann ich mit Ihrer Hilfe
rechnen, Herr Bentin? Jawohl, Frau Kommissar. Gut, dann gehen Sie bitte hier ans Fenster und beobachten die Straße und sagen mir Bescheid, wenn Herr Wilke kommt. Jawohl. Kommissarin Kleinschmidt, bitte Herrn Polizeirat Dirks. Ja, ich warte. Herr Bentin, Sie haben sich hier vertippt. Beglaubigung wird mit einem N geschrieben. Das mir leid, ich war da. Dann auf Fenster bitte. Jawohl. Kommissarin Kleinschmidt hier, guten Tag, Herr Polizeirat. Ja, es gibt was Neues. Den Brief, den wir bekommen haben, den muss uns jemand geschickt haben, der Herrn Wilke etwas ans Zeug flicken will. Den Hörnerklauer, den kannst du Wetter kriegen, den dürft nichts. Weißt du, was er vom Mituiten verlangt? Hörner so. Naja, wo der Hünder sowieso mal tot sind. Und ich kann den auch schon nicht in der Klasse stellen. Und schlecht eten kann ich anderswo. Ja. Arbeiten will er nicht, aber gut eten. Doch will ich arbeiten, Herr Wachmeister. Aber Mundhaken, Tonnen abwaschen und Stahlhut wissen, würde ich nicht verurteilen. Waschen will er sich bei mir, rasieren will er sich bei mir. Er will bei mir schluppen, aber ich bin nur böen. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Wilke? Warte, wie viel Geld hast du kriegen von mir in den letzten 3 Jahren? Och, so rund 3000 Mark. Quittung habe ich hier. Und wie viel Buddeln sind mir die Chef und Toaststecken in die Tiefriede? Ach, so genau weiß ich das nicht. Das wären vielleicht so 4 Stück jede Woche. So rund so Summe. 300 hab ich selbst und Piegel, 20 Hände in Schnaps. Und die anderen? Hätt Sie kriegen, der passt der. Wie bitte? Ja, ich hefte doch jede Woche von uns mit Langnoben. Soll das heißen, der Schnaps, den Sie mir jede Woche verkauft haben, der stammt von Herrn Wilke? Indirekt. Schon wieder indirekt? Ja, eigentlich stammt er von den Wert, ne? Aber das heißt ja, also, dann habe ich den Sportplatz ja mitfinanziert. Alles war nur in Ordnung, aber diese vermaledeite Caroline. Friedel. Nun lohnt sich das, Mann. Noch drüben, ich bin Tochter des Throns ab. Nun komm mal her. Das ist alles nicht so legen. Hannes kommt bestimmt bald wieder. Und überhaupt, wie soll das gut von Schmuggeltieren und dem Blam? Da doch überhaupt nicht. So süß wohl. So war er einfach. Gott für den Thron und auch überall hinkullert und belest durch und doch. So, nun ist Ernst der Geld. Ja, der mal los, dann komm ich her. Millimeter, aber nicht so gar. Schön langsam. Wie hat der? Da wird bekannt worden, Caroline Weirich, ihres Zeichens Sinnestäuschung von Martin Stingel. Seines Zeichens Gemeindediener der Gemeinde Fredenburg.